Moje, Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, keiner hasst es so sehr wie ich, wenn es darum geht, über eine Niederlage zu sprechen. Aber versuchen wir doch gemeinsam das ganze Szenario von heute zu verarbeiten. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht irgendwie was zu rekonstruieren, irgendwie chronologisch zu erklären, was ist dann und dann passiert, weil ich auch mental da natürlich genauso drin stecke wie ihr. Also ich bin jetzt hier kein Videoanalyst oder sonst was in der Richtung, sondern ich sehe das genauso emotional wie ihr alle da draußen. Die Niederlage heute, die hat uns auf jeden Fall aufgezeigt, wie wichtig der Sieg letzte Woche war. Weil, habt ihr schon mal nachgesehen, wer da demnächst alles gegen uns spielen wird oder gegen wen wir demnächst alles spielen werden? Da kannst du jetzt auch nicht gerade einen Punkt mit einberechnen oder dir großartig viele Hoffnungen machen. Es hat dann viel mit Zufall und mit passender Form oder Glück an dem Tag zu tun. All das hatten wir heute nicht wirklich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt gewisse Spieler, die haben mich heute sehr enttäuscht und da habe ich auch schon etwas länger ein Auge drauf, weil sie in aller Regelmäßigkeit merkwürdige Spiele abliefern oder merkwürdige Aktionen bringen. Wobei einer von beiden Spielern, die ich mir heute besonders zur Brust nehmen möchte, seine Redemption dann in der zweiten Halbzeit hatte. Naja, wir durften uns ja zuerst freuen. Festhalten dürfen wir. Heute haben wir kein Tor geschossen. Das haben dann die Freiburger mit einem Eigentor für uns erledigt. Aber postwendend, keine Minute später, kam dann auch durch Scherhand der Ausgleich. Das ist dann halt das, keine Ahnung, haben wir uns irgendwie zu früh gefreut, zu lange gefreut, frage ich mich an der Stelle. Es ist schade, dass postwendend dann sofort der Ausgleich folgt. Und wir kommen auch direkt mal zum 2:1 für die Freiburger. Da muss ich leider sagen, da ist Schwäbe für verantwortlich. So sehr ich auch meistens meine schützende Hand über Marvin Schwäbe lege, auch wenn ich ihn mag und auch wenn ich immer mal wieder sage, ich kann mir jetzt eigentlich auch keinen anderen Torwart bei uns vorstellen, weil, keine Ahnung, wir spielen ja teilweise so unattraktiv oder sagen nicht, wir spielen nicht unattraktiv, aber unsere Ergebnisse sind meistens so unattraktiv. Welcher wirklich gute Torhüter hätte denn sonst Bock zum FC zu kommen? Ja, einfach so. Und Real Talk, Obig mag vielleicht ein großes Torwarttalent gewesen sein, aber naja, die Aufgaben für den FC, die waren nicht die passenden für ihn. Und deswegen war es irgendwie kein Match. Deswegen hat es irgendwie auch nicht funktioniert. Zumindest war das so meine Sichtweise des Ganzen. Keine Ahnung, ob wir ihm noch weiterhin hinterher trauern müssen oder werden. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich irgendwie jetzt Marvin Schwäbe komplett verteufle, aber er hat so seine gewissen Schwächen. Wie halt dieser Ball, den er da nach vorne geschlagen hat. Viel zu schnell, viel zu hektisch und das hat postwendend zu diesem Ausgleich geführt. Und solche Aktionen bringt er regelmäßig. Und ich musste auch wirklich öfter mal rüberschielen zu Taubi und seinen Videos. Ja, der kritisiert ihn ja in aller Regelmäßigkeit. Ich sage ganz ehrlich, ich bin vielleicht nicht immer ganz konform damit, aber es ist nicht unbegründet, weil er meistens auch mit seinen Analysen dazu recht hat. Ja, Schwäbe hat sogar seine gewissen Schwächen. Er hat so seine gewissen Schwächen und die sind heute größtenteils aufgezeigt worden. Aber was seine Stärken sind, das durften wir dann in der zweiten Halbzeit sehen, als dann seine Redemption kam. Als er dann diesen Elfmeter verteidigen konnte. Das sind dann halt die Gründe oder die Begründungen, warum ein Marvin Schwäbe bei uns dann irgendwann mal einen Timo Horn verdrängt hat. Aber er ist ja nicht allein verantwortlich für diese Niederlage. Wir müssen auch wirklich mal sagen, aktuell und schon nach 2 Spielen können wir das sagen, ohne Simpson Pusey in der Innenverteidigung haben wir eine Schrottabwehr. Also so als Kollektiv. Nicht auf jeden einzelnen Spieler bezogen, aber so als Kollektiv ist das eine absolute Schrottabwehr. Eine wirklich teilweise amateurhafte Abwehr und das hat Freiburg heute ausgenutzt. Und auch durch die Mitte haben sie ein bisschen mehr überzeugt. Das heißt zwar im Nachhinein, aufgrund der zweiten Halbzeit wäre hier ein Unentschieden gerechter gewesen. Nichtsdestotrotz, wir haben uns heute wieder etwas ungeschickt angestellt. Und da tut es mir natürlich auch leid für die Leute, was auch immer sie für Hebel in Bewegung gesetzt haben, heute in Freiburg dabei zu sein und diese 9 bis 10 Stunden Fahrt auf sich zu nehmen. Keine Ahnung, was die alle für Jobs haben, dass die morgen früh nicht auf der Matte stehen müssen. Oder ist es so die Kategorie Schlaf ist überbewertet? Keine Ahnung. Oder wie viele haben von denen einen Krankenschein oder einen Urlaubsschein eingereicht? Okay, wir haben aber wir haben auch eine Menge Fans, die im Süden Deutschlands leben. Das hat man auch an der Stelle nicht vergessen. Aber für die tut es mir natürlich entsprechend heute leid, dass sie nicht zumindest einen Punkt aus Freiburg entführen durften. Ja, und tut mir leid. Ein Spieler, den ich mir jetzt mal ganz besonders zur Brust nehmen möchte, das ist Jan Thielmann. Es tut mir leid, da könnt ihr mir so oft damit kommen, dass es ein junger Spieler ist, dass er gerade mal U21 spielt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie lange der Junge schon Profi ist. Und irgendwann entwächst du doch mal diesem ewigen Talent. Also wirklich. Ich beobachte das schon seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren beobachte ich das. Spätestens seitdem wir 2024, als wir zu Hause gegen die Pillen verloren haben, wo er halt die rote Karte bekommen hat und das auch dann erst recht
die Niederlage in Stein gemeißelt hatte. Ab da ist es meistens bei ihm relativ selten, dass er uns irgendwie verstärkt, wenn er dann spielt. Und manchmal, wenn er auf dem Platz steht, ob der jetzt eine rote Karte bekommt oder nicht, dann ist es so, als ob wir da mit 10 Mann auf dem Platz stehen. Also, keine Ahnung. Also, Jan Thielmann muss mal langsam erwachsen werden. Er kann nicht immer das ewige Talent sein und sich auch darauf stützen. Er muss mal langsam als Spieler an seinen Aufgaben wachsen. Und da interessiert es mich auch nicht, ob er positionsfremd aufgestellt wird oder nicht. Das interessiert mich nicht, weil er schwächt mit seiner Präsenz in aller Regelmäßigkeit diese Mannschaft. Und das war ganz besonders heute der Fall. Und auch wenn wir jetzt hier auch nochmal, den will ich mir jetzt nicht persönlich zur Brust nehmen, aber auch nochmal kurz anmerken, möchte ich, ja, Meiner hat hin und wieder seine guten Aktionen, aber der schlägt auch viele Luftlöcher. Also viele seiner Bälle landen im Nirvana. Und all das wurde heute bestraft. Es geht nur um heute. Es geht nicht darum, alles in dieser Saison zu verteufeln. Es geht um heute. Das ist so quasi die Review zu diesem Spiel. Oder auch die Reaction. Deswegen haben wir heute verloren. Es ist natürlich richtig schade, dass wir da nicht zumindest einen Punkt noch erreicht haben. Auch wenn das wirklich dann verdammt ärgerlich für die Freiburger wäre. Also aus Freiburger Sicht wäre es verdammt ärgerlich und wirklich Hut ab. Hut ab. Die haben Europa League gespielt. Ein paar Tage später treten sie gegen uns an. Und die werden jetzt nochmal Europa League spielen. Und 2 Tage später spielen sie schon wieder. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder rumheulen, oh, wir spielen schon am Freitag. Aber was haben die denn für eine Belastung? Und die haben jetzt auch nicht so eine übertrieben hammermäßige Mannschaft, die jetzt alles auseinander nimmt. Ja, und wisst ihr, was dann mein Problem mit dieser Niederlage ist? Wenn ich sehe, wer alles demnächst entweder hier zu Gast ist oder wo wir zu Gast sind. Wolfsburg kommt, Red Bull kommt. Wir müssen nach Stuttgart. Das nächste Mal, wenn ich mir mindestens einen Punkt ausmale, ist gegen Hoffenheim. Aber wir müssen halt dann langsam mal einsehen, dass diese Rückrunde anders verlaufen wird als die Hinrunde. Und im Nachhinein muss ich mich auch fragen, was war so besonders im Hinspiel, dass wir die so abgeschossen haben, also Freiburg? Weil sie waren heute wieder deutlich stärker, aber es liegt ja meistens auch daran, dass wir irgendwie im Breisgau selten gut aussehen. Und deswegen, der FC ist eine Wundertüte die Saison. Du wirst hier teilweise Niederlagen erleben, die du nicht die du nicht erwartet hast. Du wirst hier Siege erleben, die du nicht erwartet hast. Und so weiter und so fort. Ich kann wirklich den FC die Saison sehr schwer einschätzen, deswegen bin ich auch froh, dass ihr das Spiel mit mir tippt. Und ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass wir an Karneval in Stuttgart spielen und wenn ich sehe, wie Stuttgart spielt, wie stark sie sind, ich will nicht hören, dass diese Spieler an Karneval unterwegs sind. Das ist jetzt nicht die richtige Zeit, das ist nicht der richtige Rahmen. Lasst es doch einmal gut sein in diesem Jahr. Lasst es doch einmal gut sein. Bitte, dieses Jahr keine Sauferei. Hier muss niemand den Kopf frei kriegen. Wir spielen nicht irgendwie in der Europa League oder in der Champions League, geschweige denn, oder im DFB-Pokal, dass die Jungs da irgendwie ihren Kopf frei kriegen müssen. Das sind Profis. Das sind Profis. Und das sollen sie sich langsam mal hinter die Ohren schreiben. Ich verteufel nicht diese ganze Saison. Na? Ich verteufel sie nicht. Die Tabelle sagt, dass wir gut dabei sind. Auch unsere tabellarische Konkurrenz spielt mit. Also eher mehr für uns. Das muss man auch wirklich mal an der Stelle festhalten. Aber Bremen hat jetzt auch noch ein Nachholspiel. Dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, wir müssen uns mal ein bisschen am Riemen reißen. Wir müssen uns am Riemen reißen. Mehr verlange ich nicht. Und, wie gesagt, Karneval ist nicht mehr weit entfernt. Lasst es einfach. Bitte, bitte keine Sauferei an Weiberfastnacht. Und bitte nicht hier mit der gesamten Mannschaft auf dem Karnevalszug. Schickt die, keine Ahnung, die Ersatzspieler dahin. Oder die Tribünenadler, keine Ahnung. Schickt Zagis Adamian hin. Der ist zwar Teil der U21, aber trotzdem schickt den dahin auf dem Karnevalswagen. Bitte, ich will ja nicht irgendwie Kwasniok da herumfeiern sehen oder sowas in der Richtung. Bitte lasst es sein dieses Jahr. Es ist nicht der richtige Rahmen. Wir müssen uns auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Wir müssen den vollen Fokus auf den Abstiegskampf richten. Mehr verlange ich doch nicht. Ich bin nicht besonders sauer auf diese Niederlage. Ich bin eher sauer, wie sie entstanden ist. Beziehungsweise nein, ich bin eher sauer, dass wir so schnell den Ausgleich kassiert haben. Das macht einen doch wirklich im Nachhinein sehr wütend. Dann schießt doch am besten kein Tor. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja kein Tor geschossen. Das war ja ein Eigentor. Das muss man auch mal wieder in Erinnerung bringen. Aber trotzdem. Ja, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, als ob Wolfsburg kein Gegner wäre, den wir nicht besiegen könnten oder nicht zumindest ein Unentschieden holen könnten. Ne, die machen sich jetzt auch nicht besonders gut. Aber trotzdem. Na, kannst du jetzt auch nicht einfach so einplanen. Ja, wie gesagt, die müssen sich jetzt ein bisschen am Riemen reißen. Insbesondere die Spieler, die heute die ganzen Fehlerketten eingeleitet haben. Und ich hoffe, dass Simpson Pusey das nächste Spiel wieder spielen kann. Er war direkt eine Verstärkung. Schade, dass er jetzt hier irgendwie aus dem Flow gerät. Und ja, einer ist jetzt aktuell, finde ich persönlich, zumindest seit 2 Spielen aus dem Flow gekommen. Und das ist Said El Mala. Ja,
Ich sage jetzt nicht, dass ich ihn kritisiere, weil das ist noch ein junger Spieler, der direkt irgendwie aufgetrumpft hat. Aber ich beobachte das Ganze ja und ich mache mir Sorgen. Es sind eher Sorgen. Es ist nicht so irgendwie sauer sein oder sowas. Aber ja, ich mache mir Sorgen, dass er jetzt langsam aus diesem Flow rauskommt, der so wichtig war. Aber hey, gute Nachricht für euch und für mich insbesondere, der ein großer Fan von Said El-Mala geworden ist. Je schlechter er spielt in nächster Zeit, umso weniger besteht die Chance, dass er uns im Sommer weggekauft wird. Der wird sicherlich so ein Typ sein, der dann sich in Bescheidenheit übt und sagt, komm, eine Saison bleibe ich noch. Deswegen, dieses Formtief, wenn es denn jetzt damit eingeläutet wurde, na okay, kam ja auch relativ spät, das könnte uns Said El-Mala-Fans noch zugutekommen. Aber gut, ich hoffe doch, im nächsten Spiel fangen sie sich und reißen sich am Riemen. Und ganz besonders, wie gesagt, Jan Thielmann, werd erwachsen, du bist kein Talent mehr. Du bist schon viel zu lange Profi. Und Profi sein ist ein Privileg. Da kenne ich auch keine Gnade. Die sind schon nach einem Jahr, sagen wir mal, finanziell so gut aufgestellt, dass du in meinem Heimatland Serbien dich schon zur Ruhe setzen kannst. Deswegen, die sollen mir ja nicht rumheulen, okay? So von wegen, wir sind im Fokus der Öffentlichkeit und die kritisieren uns und so weiter und so fort. Geilstes Schmerzensgeld der Welt. Und nicht jeder kann Profi werden. Und nicht jeder, sagen wir mal so, wird so forciert von seinen Trainern oder von seinen Vorgesetzten, dass aus ihm ein Profi wird. Ja, ich kenne da wirklich keine Gnade. Außer du bist gerade frischer Profi und das ist er nicht. Ja, und wie gesagt, das sind jetzt meine Gedanken dazu. Ich hoffe doch, dass wir uns verbessern werden im nächsten Spiel. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie alt.